Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Ann. Wir basteln immer noch an unserem kleinen, herzigen Prospekten-Journal. Jetzt wollen wir auf jeden Fall mal ein bisschen dekorieren. Und ich habe schon mal ein bisschen für vorne etwas mir ausgedacht und parat gemacht. Ich habe da verschiedene Sachen. Als erstes habe ich da sicher mal so eine eingefärbte Gase. Eingefärbt ist ja bei mir immer ein bisschen übertrieben. Ich nehme mir immer so ein Stückchen Gase, um meine Stempel zu putzen. Und nachher ist die automatisch so sehr hübsch eingefärbt. So. Und dann habe ich da von denen da, jetzt sehen wir es natürlich gerade nicht, von meinen Aluminiumdosen-Teils habe ich da so ausgestanzte Zahlen. Die möchte ich gerne brauchen. Irgendwie so drauf. Und dann, weil wir ja überall Sommervögel haben, kommt dann noch so ein crunchy Sommervögel drauf. So. Und da hat man noch so ein bestempeltes Stöffli mit einer Öse. Das möchte ich auch noch gerne irgendwo daher und dafür blitzen. Und dann habe ich mir noch das hier rausgesucht. So ein Label, das wir bestempelt haben. Einmal. So. Und so, finde ich, sieht doch das super genial aus. Als unsere Vorderseite. Findet ihr nicht auch? Da stecken wir dann irgendwie ein Kärtchen rein, das ein bisschen vorstehen sollte, das dann hier auch noch ein bisschen Deko überkommt. Ja, und dann haben wir hier auch noch so ein bisschen etwas. Aber das hier wäre so meine Vorstellung. Ich weiss, es ist komplett überladen, aber mir gefällt das. Das darf so sein. Es wird auch überall noch ein bisschen etwas rausgüchseln aus dem Journal und ich möchte das gerne wirklich so ein bisschen wild machen. Also, würde ich sagen, Achtung, fertig, los! So, zuerst brauchen wir hier natürlich eben ein bisschen von dieser Gase. So. So, da darf es noch ein bisschen mehr ausfranseln. Gegen runter. Und dann leime ich jetzt das einmal mit dem Tacky Glue drauf. Ups. So. Aber brauche ich kein Leim. So. Und dann für die da. Aha, ich habe das noch drunter. Ah, Goppeloni. Das kommt ja da zuerst. Hei, hei, hei. So, hoffen wir gerade, es hebt noch nicht allzu fest. Nein, nein, ein bisschen können wir noch. Ein bisschen schreissen können wir noch. So. Grandios, hä? Grandios. So, aber es hebt und jetzt das, was dann da irgendwo drunter und sonst schneiden wir halt hier die Ecke ab, wenn wir es nicht ganz können drunter stecken. Das sind ja schliesslich auch zwei, die dürfen von mir aus so ein bisschen auseinander sein. So. Genau so wollte ich es haben. Jawohl. Das ist gut. So, eben genau. Und was ich vorhin wollte sagen, für unsere Metallstückchen brauchen wir den Zementit. So. Also, der kommt immer gerade schon raus.
Einmal so und einmal so. Hä? Und die Sommervögel dann so. Jetzt schaut es genau in die gleiche Richtung wie das. Dann halt so. Hm? Ja, das ist auch gut. Ich könnte es auch hier her. Oder hier. Ja, das wartet jetzt noch schnell. Jetzt habe ich gemeint, ich sei so gut vorbereitet. He? Ah ja, am Schluss wollte ich gleich wieder alles anders, wieder, dass ich mir so ausgedacht habe. Äh, so. Da gibt es natürlich auch andere Leim, die man nehmen kann, um die Aluminiumer Sachen aufkleben. Aber ich habe jetzt einfach gerade den noch gehabt, wo ich so ein bisschen nachlesen was da drauf steht, für was dass man den brauchen kann. Ist drauf gestanden Metall. Und dann habe ich gefunden, also nehmen wir den. Ich habe es ausprobiert und hat auch super funktioniert. So, gut. Und jetzt, wo sollen wir den? Also da finde ich es jetzt nicht mehr so gut. Keine Ahnung. Weil er genau in die gleiche Richtung schaut wie der. Ausser ich würde ihn natürlich... Ach so, kommt man natürlich auch. Er muss gar nicht schräg sein. Er darf natürlich auch gerade sein. Da oben ist blöd. Da unten ist auch nicht so gut. Also komm, so. Also so. Ach, mühsam ist nur, dass der so ganz, ganz fein ist da. So feine Dingerlis hat. Und da kommt natürlich immer so ein riesengroßer Flotsch raus bei dem Leim vorne. Kann man so ein bisschen schwierig zum Einschmieren. So, aber ich glaube, jetzt habe ich alles verwünscht. Und dann gibt es auch immer so Fäden, die dann so hart bleiben. So, gut. Und hätte jetzt das noch ein bisschen beugen vorher. So. Gut, ich glaube, es ist gut. Noch ein bisschen andrücken. So, doch, hey, ich glaube, unser Cover ist somit fertig. Mal fürs Erste. Vielleicht plötzlich fällt mir dann noch irgendwas ein oder so. Man weiß ja nie, gell? Also, das wollte ich auf jeden Fall gerade zuerst machen. Vielleicht hätten wir es zuerst binden sollen. Aber keine Ahnung. Habe ich den richtigen Weg um? Das wäre jetzt scheiße gewesen. Aber ja, man hat es ja gesehen von den Sommervögeln. Nein, ist schon gut. Nur das da ist verkehrt. Weißt du was, dann binden wir doch jetzt das. Dann binden wir das. Und ich würde sagen, ich habe da so ein Bändchen, ich weiß auch nicht, so ein bisschen Satin. Das würde ich gerne nehmen.
Und das könnten wir dann aber noch so ein bisschen inken, damit das auch noch ein bisschen passt, ein bisschen besser. Und ich glaube, ich mache wirklich einfach nur 2 Löcher, binde das um, tue das irgendwo da ein bisschen weiter oben, mache irgendwie ein schönes Mäscheli oder so. Ja, genau so. Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Unterlage für zum Löcher machen. Und ich brauche eine Ahle. Ich habe jetzt die einfach aus dem Werkzeugkoffer, weil man die ein kleines bisschen grössere Löcher macht, wieder die feine. Ich schaue, dass es da und da mehr oder weniger ausgerichtet ist. Oh. Kann ich das mit einfach nur haben? Schon, hä? Dann machen wir doch gerade hier ein Loch. Einmal da und einmal in dem Fall so ein bisschen ähnlich wie oben hier. So. Kommt da mal raus. So, und einisch. So. Sehr schön. 2 wunderbare Löcher. Jetzt müssen wir noch Nadeln suchen. Und das Bändchen werden wir jetzt eben noch schnell ein bisschen inken. So. Zuerst mal ein bisschen mit Braun. Ach, du kannst wieder weg, dich brauchen wir nicht. Du bist mir noch im Weg. So. Dann noch ein bisschen rot. Genau, das nützt jetzt gar nichts, was ich da mache. So, also ein bisschen von dem Rot nehmen wir. Nicht allzu viel. Ich weiß gar nicht, wie viel das ich überhaupt brauche von dem Zeug. Da schon noch ein bisschen mehr. So. So, und ui, nochmal ein bisschen braun drüber. Und ich habe noch ein bisschen schwarz genommen. Das nützt irgendwie nicht so viel. Einmal jetzt kommt es. Ah, meinst du nicht, es würde so ein bisschen besser gehen? Ein bisschen hübscheres Geschmier geben. So ein bisschen. So, und dann noch das Braune durch. Durch den Gacko ziehen. Kommt echt von dort der Ausdruck. So. Also, das schließen wir jetzt hier mal ab. Und dann wollen wir doch mal schauen. Dann fangen wir hier an.
Noch ein länger das Schwänzchen. Da und da durch. So. So, oh, ich finde das schön. Jetzt ist das hier noch verdreht. Das finde ich ein bisschen weniger schön. Können wir das noch beheben? Komm, dreh die schön da. So, ist gut. So. Prima. Und dann machen wir doch hier mal einen schönen Knüppel. So, und ein hübsches Schläufchen. So, oder sollte es nicht da oben sein? Sollte das gleich in der Mitte sein? Können wir das jetzt noch schieben? Ah ja, schau jetzt so. So, nicht ganz in der Mitte, aber so ein bisschen so. Hm? Oh ja, süß, sehr herzig. Ein bisschen anziehen und das da kommt noch weg und das kommt noch weg. So. Herzig. Das finde ich schön. Das finde ich doch sehr schön. Und jetzt würde ich sagen, haben wir gerade noch schnell Zeit, für hier ein Kärtchen zu basteln, das wir hier reinstecken können. Für das nehme ich, glaube ich, so ein Kärtchen da. Das ist also ein bisschen dick. Und würde, glaube ich, noch gut passen. Oder haben wir noch eins, das von der Farbe her... Das sind alle etwa ähnlich. Ja, das da. Das, komm, wir nehmen das. Irgendwie so. So, und das Kärtchen möchte ich gerne, dass das hier herkommt und etwa bis hier hergeht. Das bedeutet, wir schneiden hier ab. So. Oh, das Nödeli müssen wir gerade wieder versorgen, sonst ist es dann fort. Zack. So. Jetzt so, von der Breite her, also so von der Höhe her, geht es ja gerade super. So, hey, genau so habe ich es doch wollen. So. Und jetzt werde ich noch da ein bisschen abschneiden, so ein Eckchen machen. Einmal so und einmal auf der anderen Seite gleich viel. So. Gut. Oh ja. Gefällt mir, gefällt mir. Jetzt müssen wir das noch ein bisschen drücken. Und ja, was könnte man auf das Kärtchen noch drauf machen? Ein schönes Rändchen oder vielleicht auch ein bisschen von dem Uhrli-Papier, das wir hier noch haben. Weil da ist jetzt das ganze Uhrli-Papier
schon fast verschwunden unter dem restlichen. So, und auch noch ein bisschen, geh weg. Ein bisschen rot noch, ganz wenig, nicht allzu viel. Aber ein kleines bisschen darf es schon haben. So. So, da so ein Rändchen, oder? Zum Beispiel. Und dann würde es dann auch so halbes rausschauen. Oder ist denn das ein bisschen zu viel? So, ust, 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 ust. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das dürfen wir ganz gerne. Und irgendwie habe ich da Lust auch auf noch ein bisschen sowas. Schauen wir doch, wie das rauskommt. Das zu annähen, das wäre natürlich auch noch recht schön. So. So, komm, dann brauchen wir hier nur so ein feines Streifchen von dem. Komm. Und da. So. So und so. So, also ein bisschen verzuseln noch. Oh, was ist denn da noch für ein Fötzeli dran? Das brauchen wir, glaube ich, nicht. So. Der darf da ruhig noch ein bisschen Farbe haben. So. So, und das nachher nicht drauf. So, machen wir auch noch ein bisschen. So, jetzt finde ich es gut. Also, Leim. Leim ist da. Einmal Leim da. Für unser Fötzeli. Also für unser Stoffresteli. Jetzt ist es ein bisschen wenig. Scheiße. Vorhin hat es irgendwie besser ausgesehen, weil es noch nicht angeleimt war. Keine Ahnung. So, also, ja, mal so ist es ein bisschen besser. Da tun wir es einfach nicht so viel drauf, sondern nur gerade so. So. Gut. So, also draufkleben mit dem Zeug da. Voilà. Ah, ja. Das ist doch hübsch. So. Sehr schön. Und weißt du, was würde mir jetzt hier auch noch gefallen, wenn sie jetzt hier noch eine Öse hat? Das fände ich jetzt also noch schön. Oder auch noch so eins da. So eins. Anpostitschet, aber ein kleines. Also ein ganz kleines. Und wir so anpostitschet. Oder? Genau. Genau, aber da muss ein bisschen mehr ausgefranselt sein.
und von der Farbe noch ein bisschen besser herpassen. Das heisst, wir brauchen noch ein bisschen Rot, glaube ich, an den Rändern. Ein bisschen Rot und noch ein bisschen mehr Braun. Machen wir es doch gerade so. So, und dann können wir sonst noch ein bisschen Schwarz auch noch nehmen. So, ja, sehr gut. So, und dann wird das Post-it. Da hat es noch etwas drin. Jawohl, das ist gut. Zack. Oh komm, sag nicht, es hat nicht funktioniert. He? Oh, bitte nicht. Was ist los? Also, neue Strategie. Neue Tacker. Noch einmal, genau so. Und dann machen wir zwei. So, wir noch ein drittes. So, genau. Ja. Genau, so wollen wir es haben. So. Oh ja. Jetzt gefällt es mir richtig, richtig gut. Da auch noch ein bisschen. So. Zack. Das Kärtchen kommt da rein. So. Und fertig wäre mal einmal die Front. Oh, da. Die Front von unserem herzigen Prospektenbüchlein. So. Ja, genau. Und da kippt auch nichts mehr über, jetzt, wo es so schön gebunden ist. Super. Ja, aber hey, es hat noch so viele Täschchen und so viel Zeug. Ich muss da, glaube ich, einmal richtig, richtig dahinter mit noch mehr von diesen Kärtchen machen. In dieser Art möchte ich sie aber gerne öppe haben. Die dürfen gerne auch leer sein, um ein bisschen etwas draufzuschreiben oder so. Oder ich mache noch irgendwie ein Heftchen, ein kleines, wo man da reinstecken kann. Es hat ja so viel Platz. Und das kann ja richtig, richtig aufgehen, das Büchlein. Das ist ja so schön an dem, dass das so richtig knisterig ist. Und wisst ihr, was noch lustig ist? Ich habe mir das Video noch einmal angeschaut von der Natascha von Treasure Box, wo sie die Büchlein vorstellt zum Machen. Und sie nimmt also tatsächlich nicht einen ganzen Prospekt, sondern einfach ein Zeitungspapier. Vielleicht habt ihr es ja auch schon gesehen und habt gedacht, super, was küngelt sie jetzt da wieder? Hat sie das Video gar nicht richtig angeschaut. Doch schon irgendwie, aber wenn ich dann einmal selber dran bin am Machen, dann habe ich plötzlich irgendwie 1000 Ideen. Und ja, genau, dann vermischt sich das alles so ein bisschen miteinander. Und hey, ich meine, das sind jetzt einfach 3 Blatt Papier und das hat auch wunderbar funktioniert, so. Ja, hey, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, was wir auch sonst noch alles für Kärtchen drin machen, dann sind doch bitte mega gerne beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir zusammen wieder ein bisschen etwas basteln wollen. Bis dann, tschüss!